ist die erste Tagesschau der Woche. Freut mich, dass Sie heute dabei sind. Ganz eine spezielle Sendung. Bei mir sitzt niemand im Studio. Ich bin ganz allein. Aber nicht Roger Home Alone. Wie mein Gast ist in Sochi, der Bernhard Russi. Sali Bernhard. Wir machen das so, wie wenn wir eine normale Sendung machen im Studio, gell? Also, meine erste Frage ist natürlich klar, Bernhard, wer bist du? Wer ich bin? Ja. Da, warte, ich zeige dir es. Ja, zeig mir's. Bernhard Russi, genau. Auf Russisch. Ich habe eine Nummer. Du bist eine Nummer? Ich bin eine Nummer, ja. Ja, und was bist du? Was für eine Nummer? Bin ich eine Nummer wie alle anderen auch. Nein, du bist natürlich speziell. Du bist der Sunny Boy von der Schweiz, der George Clooney seit 40 Jahren. Wann hast du eigentlich gemerkt, dass du so etwas Spezielles hast an dir? Du hast es jetzt gesagt. Also ja. Ich schaue mir den heute Abend im Spiegel noch einmal an. Nein, aber gleich, dass du gemerkt hast, du hast Star-Appeal. Andere Skifahrer haben das nicht gehabt. Nein, Roger, also ich glaube nicht. Ich fühle mich, und das ist ehrlich, wie ein ganz normaler Mensch. Okay. Ich bin vielleicht ein bisschen mehr an der Öffentlichkeit, wie vielleicht die zur gleichen Zeit aufgehört haben wie wir, aber da unterscheiden uns zwei ja auch nicht. Ja, da würde ich schon sagen. Und ich frage mich jetzt, gibt es einen Zusammenhang zwischen gut aussehen und schön Skifahren? Weil du bist nämlich der, der nicht nur schnell gefahren ist, sondern auch schön. Ich glaube, je schlechter das aussieht, desto schöner musst du Skifahren. Und das war bei mir der Fall. Nein, es ist umgekehrt. Der Colombe, der ist runtergefahren wie ein Gülerwagen, war zwar schnell, hat ein bisschen so ausgesehen und so. Und du bist der Sunny Boy von Anfang an. Ich wäre gerne hier doch ein Gülerwagen gewesen. Ja, okay. Du bist ja angefangen, unter anderem, hast ja in einem James Bond Film mitgemacht, erstaunlicherweise nicht als Hauptdarsteller, obwohl du wahrscheinlich besser gewesen wärst in diesem Film als der George Lazenby. Und hast dort etwas Skifahrerisches gemacht. Und dann ist etwas Unglaubliches passiert. Der Sprung, den man da dann sieht, der hat tatsächlich stattgefunden. Und da sieht man, da ist jetzt noch Blut, das ist klar. Aber das war grauenhaft für dich. Du hast eine grosse Verletzung mitgetragen, oder? Ja, das war nicht zum Lachen. Ich war nur in der Lehre und danach hat man mich angefragt, ob ich ein paar Stuntaufnahmen machen will. Ich dachte, ja, das ist lässig. Als Lehrling habe ich 160 Franken verdient, nein, 120. Und dort als Stuntman habe ich 150 pro Tag verdient. Ich dachte, das muss ich machen. Gut. Hey, kurz gesagt, es ist 2 Tage gegangen, dann bin ich flach gelegen im Spital. Und wie lange bist du im Spital? 3 Monate. Jeden Tag 150 Franken. Gut, das ist doch gut. Aber ich frage darum, also weil Verletzungen spielen ja jetzt eine grosse Rolle, gerade wenn man mit Schweizer Skifahrern redet und über sie redet und so. Was hat bei dir die Verletzungen, und du hast dann nachher noch viele Verletzungen gehabt, was haben die eigentlich bei dir ausgelöst? Also diese spezielle Verletzung war ganz wichtig in meiner Karriere. Ich habe ja nach 3 Monaten, als ich zum Spital rauskam, haben sie gemerkt, dass ich die Hand abgebrochen habe. Da bin ich 6 Monate im Gips mit der Hand. Und habe den ganzen Sommer ohne Stöcke können trainieren, aber ohne Stöcke. Kein Slalom, nichts. Ich bin nur noch frei Ski gefahren. Also nur noch grosse Kurven gemacht. Ist das gut? Ich glaube, wegen dem bin ich ein Abfahrer geworden schlussendlich. Okay. Aber du bist einer, der dann auch nachher Verletzungen hat. Und ich habe das Gefühl, du suchst eigentlich noch das Risiko. Der Kick-Verletzungen, da sieht man, also das ist jetzt relativ neu. 2011, der Biker Bernhard Russi, er spürt sich offenbar nur, wenn er wirklich als Risiko geht, an Grenzen. Roger, ich muss dir recht geben. Ich bin ein bisschen Adrenalin-Junkie. Vielleicht ist das so, wenn man das natürlich als kleiner Bub immer hat, auf der Skifahrt, dann halt immer ein bisschen mit dem Risiko zu tun hat, dann gewöhnt man sich an das. Und wenn man es nicht mehr hat, dann fehlt einem etwas. Und verstehst du auch, dass zum Beispiel der Michael Schumacher so risikomässig ist Skifahren, einfach weil er Geschwindigkeit oder das Risiko hat, irgendwie noch suchen? Ich tue das nicht so einschätzen, dass er das Risiko gesucht hat. Nein. Er hat zwar einen Helm abgehabt, aber das haben wir alle, wir beim Velofahren alle. Ich glaube, dass er ganz normal dort den Pulverschnee hat auskosten und dann halt einfach riesen Pech hatte, dass er an einem Stein angehängt hat. Das kann uns allen passieren. Zum Thema Verletzungen. Dominik Gysin hat 8 Knieoperationen gehabt und ist jetzt Olympiasiegerin geworden in der Abfahrt. Und im Nachhinein hast du gesagt, du hast die Abfahrt eigentlich für sie gebaut und hast sogar einen Wett gewonnen. Stimmt das oder ist das irgendwie ein Geschichtchen? Also für Dominik kann ich die Abfahrt nicht bauen. Aber es ist Tatsache wahr, vor 5 Jahren hat man so zuerst mal gespürt, wie die Abfahrt könnte rauskommen. Das heisst, oben steil, technisch schwer, aber dann ein grosses Mittelstück mit Gleiteigenschaften, die da gefragt sind. Da habe ich mir überlegt, wer könnte das sein?
Und Dominik war damals gerade so in einer Phase von Rückschlägen und denkt, sehr wahrscheinlich könnte das für Dominik gut sein. Er hat dann am Abend eine Wette abgeschlossen, Am Abend vorher? 1:5. Ah, ja. Nein, am Abend 5 Jahre. Vor 5 Jahren? 5 Jahren am Abend Aha. habe ich einen gefunden, der mir eine Wette angeboten hat, 1:5. Und dann hast du jetzt gut. Also die Dominik Gysi hat es ja selber fast nicht können glauben. Und da sieht man die Emotionen, vor allem von Sportlern, die so viel haben müssen leiden, so viele Schmerzen hatten, so viele Verletzungen, was das auslöst. Das kannst du nachvollziehen. Ja, ich meine, also in diesen Olympischen Spielen habe ich das Gefühl, es ist ein bisschen extrem. Ich habe noch nie so viele Leute gesehen, brüllen vor Freude, vor Frust, vor Scham, vor weiss Gott was alles. Aber ich glaube, die Olympischen Spiele sind natürlich unheimlich groß. Und auch wenn man das ganze Jahr in der Vorbereitung immer wieder sagt, das wird ja dann ein Rennen wie jedes andere auch. Es ist halt gleich nicht so. Es ist schon wahnsinnig viel mehr zu gewinnen und zu verlieren. Und wieso meinst du, wieso die Emotionen so gezeigt werden in dem Moment? Oh, ich glaube, es bricht dann einfach alles zusammen. Also, der Sportler muss sich ja immer im Griff haben, er muss diszipliniert trainieren, er muss, ich weiß auch nicht, nur gewisse Sachen auch so richtig und gut sind. Und irgendwann ist, wenn es erreicht ist oder eben auch nicht erreicht ist, dann bricht alles zusammen. Das ist der schönste Beweis, dass das alles zusammen auch ganz normale Menschen sind. Okay, aber du hast ja verschiedene Funktionen. Du bist mehr als ein normaler Mensch. Du baust jetzt die Olympiapiste seit 1988. Unter anderem eben überraschend auch am Schwarzen Meer. Und da sieht man, wie du das dort mal erklärt hast. Die blauen Linien sind eigentlich die Pisten, also die Linien, wo ich das Gefühl habe, bei meiner ersten Begehung, dass das eigentlich der Idealfall wäre. Was ist das so für ein Gefühl, wenn man etwas ganz neu anfängt? Ja, wobei ich meine jetzt hier oben im oberen Teil das Gefühl, ich meine, das ist offenes Gelände, das ist nicht bauen, das ist nicht Skipisten bauen, das ist eher aussuchen, welche Linien man nimmt, also wo durch. Und das ist eigentlich, man kann dann spielen mit dem Gelände. Also es war eigentlich einfach, oder? Ja. Nein, weißt, die schwierigen Arbeiten sind dann, wenn der Berg nicht gut ist. Also ich habe schon Sachen erlebt, ich musste einen Rattlesnake bauen in Vale Beaver Creek. Das ist, weil das Gelände nicht gut war. Und da ist es effektiv so, ich habe den Berg gesehen, ich habe den Kaukasus kennengelernt und habe den Charakter kennengelernt von den Bergen. Ich musste also nur noch die guten Sachen aussuchen und die miteinander verbinden. Geschafft haben wir eigentlich nicht wahnsinnig viel. Gut, aber das Problem ist natürlich der Schnee. Das hat man gewusst, es ist eben am Schwarzen Meer. Es ist jetzt schon Mitte Februar. Was ist passiert? Sochi, Pflotschi, es ist wirklich nicht recht rausgekommen. Und jetzt haben die Schweizer müssen eingreifen. Ich habe das gelesen in der New York Times. 24 Tonnen Salz hat der Hans Pirrer müssen bringen, damit das, und zwar grobkörniges Salz, das man in Russland nicht hat, damit es in der Nacht gefrieren kann, damit es nicht so flotsch ist. Wie hast du das mitbekommen? Darf ich zum Salz nachher kommen? Du hast gesagt, es ist so rausgekommen, Pflotschi. Aber Roger, die besten Verhältnisse, den ganzen Winter, haben wir hier in Sochi gehabt. Aber nicht und zwar jetzt? 10 Tage lang. 10 Tage lang haben wir die allerbesten Verhältnisse gehabt. Kalt, Pulverschnee, harte Pisten, fantastische Sportwettkämpfe. Und jetzt haben wir Frühling. Genau der gleiche Frühling, den wir in Zermatt, in Andermatt, in Davos, in Arosa, überall haben. Gut, dort ist jetzt ja im Moment gerade ein bisschen anders, aber gleich, nochmal, dass man nicht an das gedacht hat und nicht das Salz schon früher nach Russland gebracht hat, so in einer Nacht- und Nebelaktion von der Risalinien aus, in einem Spezialflüger aus Bulgarien, das müssen eingeflogen werden. Gut, man hat Salz gehabt, man ist ein bisschen grosszügig damit umgegangen. Ich glaube, man hat in gewissen Disziplinen nicht daran gedacht, dass man Salz braucht. Das sind vielleicht eher die jungen Disziplinen. Da hat es ja auch einen Einsatz gebraucht vom Alpin-Team. Und jetzt hat man halt noch 24 Tonnen bestellt, damit man dann vielleicht wirklich genug hat bis zum Schluss. Gut, reden wir über Man Ja. kann ja übrigens das Salz nachher auch brauchen zum Essen. Also ist ja Genau. gut, wenn das Salz schon da ist. Gut, also für das ist also Schweizer Entwicklungshilfe in Sachen russische Küche mit Salz, Schweizer Salz. Die Schweizer Leistungen wären ja desaströs, wenn das Wunder von Sandro Villetta nicht passiert wäre, wo ja die Überraschung war. Bist du enttäuscht eigentlich im Grossen und Ganzen von den Schweizer Männern? Nein, ich war im Super-G enttäuscht. Jawohl. Es gibt gewisse enttäuschende Momente. Aber in der Abfahrt hat der Janko eine Superleistung gebracht. Ein kleiner Fehler hat ihm den Olympiasieg gekostet. Das gehört dazu. Entscheidend ist, dass man die Leistungen mehr oder weniger bringt. Super-G, da bin ich mit dir einverstanden. Das war enttäuschend. Hat es einfach nicht gehauen. Aber weißt,
es gibt Disziplinen, die man besser berechnen kann und Disziplinen, die man weniger gut berechnen kann. Entscheidend für Olympische Spiele ist immer, dass man mit einem genug grossen Potenzial hingeht, dass man zu den Medaillenanwärtern gehört. Wir haben immerhin eine Goldmedaille, das ist nicht selbstverständlich. Wir haben eine zweite Goldmedaille bei den Frauen, wir haben eine zweite Silbermedaille auch bei den Frauen und wir haben noch eine grosse Disziplin geworden. Gut, du meinst also, Frauen Riesenslalom können etwas reissen und Männer eventuell sogar auch? Ja, bei den Männern, glaube ich, man sagt ja so schön, kann man es aus eigener Kraft schaffen. Und aus eigener Kraft würde heißen, wenn alle Favoriten im Riesenslalom ihre Leistung bringen, dann glaube ich, gehören wir nicht zu den Medaillenanwärtern. Sag mal, kannst du eigentlich Hochdeutsch? So wie ich in der Schule gelernt habe. Weil am Fernsehen redest du immer Schweizerdeutsch und der Kollege redet Hochdeutsch. Schauen wir uns mal an. Also eine riesige Stimme, die hat man aber irgendwie in Sochi so in dieser Form nicht, auch nicht bei den Zuschauern. Hat ein bisschen etwas gefehlt, oder? Ich glaube, die riesige Stimme kommt ja nur dann auf, wenn der Fahrer auch die richtige Nummer hat. Wenn der Fahrer im Mittelfeld kommt und die Hauptfavoriten noch oben stehen, dann, Roger, bitte, dann kannst du nicht jubeln und tun wie ein Wahnsinniger. Ich weiss es noch nicht. Und umgekehrt, wenn nachher der Sandro ist in Führung war, jetzt kommt der Jansrud als Letzter. Hast du das Gefühl, wir können jubeln, dass der Jansrud den Sandro nicht schlägt? Das können wir nicht. Da muss man eine gewisse Sportsmanship an den Tag legen und sagen, okay, wir geniessen sie in aller Ruhe. Fantastisch. Es hat sich einiges verändert im Pistenbau seit 1988. Du hast gesagt, man muss mehr Sprünge machen wegen diesen Snowboarden, mehr Showtime reinbringen. Tut das nicht ein bisschen auch die Raser auf der normalen Piste ermutigen, das Gleiche zu machen? Es gibt ja mehr Unfälle, mehr schwere Unfälle. Sogar der Art Furrer hat mir gesagt, dieses Jahr sei schon zweimal angefahren worden. Vielleicht wegen dir? Ja, der Art Furrer fährt vielleicht ein bisschen zu wenig Ski, wenn zu wenig schnell, wenn er angefahren wird. Also im Prinzip müsstest du das Schnellste sein auf der Piste, dann wirst du nicht angefahren. Nein, Entschuldigung, ja, ist gut. Alles gut. Streichen, genau. Das können wir rausschneiden, oder? Nein, ist gut. Also, ist das nicht ein bisschen einfach die falsche Richtung, einfach mehr Sprünge zeigen? Nein, überhaupt nicht. Wir reden von einer Sportdisziplin, wo einer um einen runtergeht und da ist keiner am anderen im Weg. Also, das darf man. Ich meine, springen ja auch vom 10-Meter-Sprungbrett oder Sprungturm und machen dreifache Salto mit Schrauben und alles zusammen. Das darf der Mensch machen. Der Mensch hat genug Fähigkeiten, um solche Sachen auszuleben. Du bist ja immer everybody's darling. Du hast auch gesagt, politisch willst du dich nie äußern, weil da könntest du eventuell bei gewissen Leuten anstoßen. Ist ein bisschen, was soll ich sagen, sehr zurückhaltend, Feig. Oder? Ja, das will ich sagen. Ja, das darfst du schon sagen. Ich sage dir jetzt aber, warum. Ich habe das Gefühl, dass ich einen gewissen Stellenwert in der Öffentlichkeit habe. Den Stellenwert habe ich wegen meinem Know-how im Sport. Und wenn ich mich jetzt politisch äußere, haben automatisch all die Leute, die das Gefühl haben, ja, mal, wenn der etwas sagt, dann könnte das nur recht sein, die glauben mir. Und das ist falsch. Okay. Ich kann Politik am Stammtisch diskutieren, das kann ich, ja, das ist kein Problem. Aber ich darf nicht vorne anstehen unter falschen Voraussetzungen. Gut, ich habe einfach das Gefühl, du hast eine Nähe, eine Affinität zu den Mächtigen. Also er hat eine Chance, der Herr Putin, er ist glaube ich, nicht ganz ein grosser Abfahrer, aber den hast du dann kennengelernt im Zusammenhang mit diesem Job und hast Folgendes dazu gesagt. Es ist schon ein Erlebnis, wenn man mit so einem Menschen zusammenkommt. Ich war überrascht von seiner Offenheit, ich war überrascht von seiner Kommunikation. Also die Kommunikation ist sehr einfach mit ihm. Er redet natürlich perfekt Deutsch. Er hat eigentlich über nichts anderes reden als über Sport. Aber in erster Linie, wenn er selber mehr Sport machen könnte. Also es dunkelt mich jetzt, oder es kommt mir in den Sinn, der Mani Matas, sind alle so nett. Auch der Herr Putin, wenn man trifft, ist so nett. Und das wirkt ein bisschen verharmlosend. Ich habe jetzt gerade auch noch einmal zugeschaut und es ist ja so. Es kommt ja nicht darauf an, mit wem ich zusammen bin. Es kommt darauf an, über was man redet. Genau. Herr Putin ist wirklich ein riesengroßer Sportfan. Ja. Und alles andere war für mich kein Thema. Gut, du hättest seine Handynummer. Hast du sie mal benutzt? Ich habe nicht seine direkte Handynummer. Ich habe die Handynummer von seinem ständigen Begleiter, vom Leonid Chagachev. Und hast du sie schon benutzt? Ja, sicher. Das ist ein alter Freund aus meiner Vergangenheit als Skirennfahrer. Er war Coach von der russischen Herren-Nationalmannschaft in der Abfahrt.
Ich habe ihn gebraucht. Wir haben einmal hier gearbeitet und wir hätten dringend mit dem Helikopter rauf müssen, um noch einmal oben runterzulaufen. Okay. Das hat er dann Und dann organisiert. Nein, dann haben sie gesagt, nein, man kann nicht fliegen. Zuerst haben sie gesagt, das Wetter ist schlecht, aber es war stahlblauer Himmel. Bis ich dann einen Helikopter gesehen habe, haben sie gesagt, aber da oben fliegt einer. Und dann hat mir einer zugestanden, ja, das sei jetzt der Präsident, der am Skifahren ist. Und dann habe ich telefoniert. Und dann haben sie gesagt, ich soll auch Skifahren. Und dann habe ich gesagt, nein, ich habe keine Zeit zum Skifahren, ich muss arbeiten. Okay. Also, die ganze Sache ist natürlich sehr politisch, Sochi. Und Hollande ist nicht gekommen, der deutsche Präsident Gauck ist nicht gekommen, der Obama ist nicht gekommen. Und du hast gesagt, das sei feig. Das ist ein politisches Statement. Und man kann ja sagen, du bist eine Art Angestellter von Sochi, Angestellter von Putin. Und da könnte man dann sagen, das ist vielleicht jetzt nicht ein neutrales politisches Statement. Nein, ich bin nicht angestellt von Putin, ich bin angestellt vom Internationalen Skiverband. Noch schnell, warum ich das gesagt habe. Ich finde es nicht in der Ordnung, dass die grossen Politiker die Sportbühne benutzen, um ihre Ansichten in der Öffentlichkeit zu teilen. Der genau gleiche Präsident, der nicht hier ankommt, schickt täglich, ich weiß nicht wie viele Tausende von deutschen Autos nach Russland und sackt das Geld ein. Also das ist nicht in der Ordnung. Oder? Aber du sagst ja, Zitat von dir, Politiker dürfen Sport nicht instrumentalisieren. Meinst du, das macht der Putin nicht? Oder der Emir von Katar, der mit irgendwelchen Methoden und unglaublich viel Geld der Fußballweltmeisterschaft in das Zwergenland anbringt? Das ist doch heute gang und gäbe. Genau das ist doch das Problem vom Sport. Also über Katar würde ich mich auch nicht äußern. Ich bin kein Fußballer. Nein, überhaupt nicht. Aber der Putin hat alles wir haben schon geshootet. Ja, genau. Ja. Hast du mir jetzt Tunnel gemacht oder ich dir? Ich weiss nicht mehr. Genau. Doch, bist ehrlich. Gut, okay. Nein, aber Entschuldigung. Heute ist doch die Veranstaltung von so Grossanlass ist doch einfach hohe Politik. Und vor allem Diktaturen geben alles, damit sie die Sportanlass holen, aus politischen Gründen. Ich weiß nicht, ob man das nur politische Gründe sagen kann. Es hat sicher auch wirtschaftliche Gründe dahinter. Und ich bin mit dir absolut einverstanden, dass wenn man jetzt die Olympischen Spiele anschaut, dass da alles gut worden ist, dass man zu Recht von einem gewissen Gigantismus reden kann. Aber da muss man natürlich differenzieren, was gehört dann dazu. Also die ganzen Autobahnen, die Eisenbahnen und alles zusammen, das ist ja nicht für 14 Tage gebaut. Das ist ein Gebiet, das entwickelt worden ist für die Zukunft. Und die Leute, aber Nagano war 1 Milliarde, Vancouver 5 Milliarden, jetzt sind 50 Milliarden. Das kann man jetzt nicht nur mit Infrastrukturleistungen erklären, oder? Das ist also jenseits von allem, oder? Aber du kannst es vielleicht nicht sagen, du bist dort einfach nicht ganz frei, Bernhard. Kannst du doch vielleicht auch noch zugestehen? Ich kann sagen, was ich will. Du kannst mich fragen. Ich will nur schnell sagen, wir haben zwar nicht Olympische Spiele bei uns daheim, aber wir investieren auch Milliarden in Infrastrukturprojekte wie NEAT und so weiter. Und kein Mensch fragt uns, warum wir das machen. Wir erschließen auch Täler, damit da oben der Tourismus kann existieren und die Leute eine Zukunft haben. Und du kannst das vergleichen mit dem, wie es in der Schweiz ist. Das meinst du nicht ernst, oder? Doch, ich meine es im Ernst. Hier oben in Rosa-Kutor ist ein modernes Skigebiet gebaut worden. Das ist ein Tal, das 4'500 Einwohner hatte. In Zukunft wird es ein bisschen mehr sein. Von denen haben 50% keinen Job gehabt. Die werden alle in Zukunft Arbeit haben. Die werden in Zukunft in diesem Tal haben. Dass das, ich weiss nicht, wie viel gekostet hat, das ist ja selbstverständlich. Das muss so sein. Aber jetzt, wenn wir doch das nochmal anschauen, wie sich das Ganze abgespielt hat. Ich habe da ein Zitat von dir, das du gerade am Anfang noch gemacht hast. Ich glaube nur, dass Sochi von der sportlichen Seite her, das war ja auch die Evolution, absolut perfekte Installationen bieten kann. Und das Wichtigste, das sie bieten müssen für uns als Skifahrer gesehen, sind die Berge. Und die haben sie. Das würdest du immer noch unterschreiben. Berg haben sie, aber eben die Frage ist, ob sie richtig Schnee haben. Hast du Fernsehen geschaut in den letzten Tagen, in den letzten 10 Tagen? Ja, klar. Ja, ich meine, viel schönere Berge. Bei uns gibt es die genau gleich schön, aber die sind effektiv vergleichbar mit unseren Alpen. Und ich glaube, wir müssen schon ein bisschen aufpassen. Es wird eine gewisse Konkurrenz sein. Nicht nur für uns Schweizer, auch für die Österreicher und für die Franzosen. Ich rede ja immer nur vom Skitourismus, oder? Klar. Also, gilt das auch für Andermatt? Da bist du dabei im Projekt von Sami Saviris. Ist ja klar, der Andermatt Nummer 1. Bernhard Russi muss dort dabei sein. Hotel Chedi, grosse Eröffnung etc. Bist du eigentlich von allem Anfang an der Meinung, dass das funktionieren wird, Bernhard?
Ja. Wobei, ich glaube, das ist auch etwa 7 Jahre her. Das war nur schwierig, den Überblick zu haben, was genau dann kommt. Ja. Aber ich habe damals am Herrn Saviris auch gesagt, ich glaube nicht, dass deine Investitionen im Sommer ein Problem sind. Wichtig wird der Winter sein, das Winterprodukt. Das ist heikel auf beiden Stellen, weil das halt einfach viel grösser ist. Mhm. Wie lukrativ ist jetzt so ein Angebot oder so eine Tätigkeit? Du machst ja Testimonials, du gehst ja dort nicht in erster Linie arbeiten. Wie lukrativ? Du hast ja verschiedenste Werbeverträge und das ist ja grossartig. Jahrzehnte und so, das macht dir ja niemand nach, weil du eben die hohe Glaubwürdigkeit hast. Aber das kommt da schon etwas zusammen, oder? Also, angefangen mit dem Job im Fernsehen, verdiene ich sicher weniger als du. Das bin ich nicht sicher. Mal. Ich investiere in eine Radiostation. Ja, okay, gut. Spass beiseite. Ja. Du sprichst sehr wahrscheinlich meinen Job hier in Sochi an. Und da habe ich ein sehr gutes Gewissen. Gut. Ich bin genau gleich bezahlt wie ganz ein normaler Ingenieur, Ingenieur oder Architekt. Nein, ich wollte genau wissen. Ohne Umsatzbeteiligung an dem, was passiert. Gut, man kann über alles reden. Gut, man kann über alles reden, sogar über Geld. Nein, ich wollte wissen, wie das ist wegen Andermatt. Finanziell für dich. Wegen Andermatt habe ich ein ganz normales Verwaltungsratshonorar, wie alle anderen Verwaltungsräte drinnen auch. Okay. Also, du bist eine öffentliche Figur. Du hast immer gesagt, du willst auch gerne Öffentlichkeit. Du brauchst auch Öffentlichkeit. Öffentlichkeit hat aber hier und da auch eine negative Seite. Gerade wenn es im Privaten nicht so gut läuft. Und dann hat man mal die Titelseite müssen sehen. Du bist natürlich auch bei Ringe irgendwie verbandelt. Hast das orchestrieren. Aber wie war das, wo du diese Seite dann das erste Mal wirklich gesehen hast? Eben, du sagst, ich konnte es orchestrieren. Hast du das Gefühl, dass ich die Seite designt habe? Nein, aber du hast gewusst, es kommt an diesem Tag. Es kommt an diesem Tag und es steht nichts Negatives drin, etc. Die Seite ist dann vielleicht noch etwas anderes. Du hast von Übermensch geredet, aber ich glaube, mit dem zeigt mir ja nicht, oder ist ja der Beweis auch antreten. Ja. Okay, das ist der Beweis antreten, dass ich auch ganz ein normaler Mensch bin. Ich zusammen mit meiner Frau Marie. Ja. Und es ist halt einfach möglich, dass es in einem Leben ein Problem gibt. Entscheidend ist, was man daraus macht. Genau. Da habe ich ein gutes Gefühl. Wie du hast nachher gesagt, es sei eine gute Erfahrung in die Training. Würdest du das anderen Leuten empfehlen in dem Sinn? Nein, es war eine pickelharte Erfahrung, muss ich sagen. Es ist, und ich glaube, wenn ich nicht meine Frau hatte, hätte ich das nicht durchgestanden. So. Nein, aber ich glaube, was viel wichtiger ist für mich, ist, dass wenn so etwas passiert, wenn es halt einfach nicht mehr läuft, dass man dann nach vorne geht und dass man es nicht unterdrücken tut, sondern dass man einen Schritt vorne macht und dass man Fairness gelten. Ich habe es übrigens eben auch schon 2-mal in meinem Leben durchgemacht. Und ich habe probiert, immer eins im Mittelpunkt zu stellen. Das ist die Familie. Man kann sich trennen, scheiden, egal was. Aber solange das Hauptgewicht der Familie gilt, kommt es nie schlecht aus. Und was für Verletzungen bleiben da zurück? Auf beiden Seiten? Glaube also beide Seiten kann ich nicht beantworten. Da muss man Marie fragen. Ich selber bin überglücklich im Moment, dass wir es so haben. Okay, da bin ich auch froh. Du hast jetzt also weitere Pläne. Ich habe da gerade gelesen, du willst noch einen 6000er, wieso nicht einen 8000er besteigen? 6000 ist zu wenig, weil mein Sohn ist schon 6250 und ich brauche 6251, wenn irgendwie möglich. Immer noch, der Challenge muss Bernhard, weitergehen. Irgendwann muss man sich doch nicht selber schlagen. Das wird doch irgendwie self-defeating. Man tut sich doch selber ins Knie schiessen, wenn man sich immer, auch wenn man älter ist, noch übertreffen muss. Also bezüglich Älterwerden habe ich so eine eigene Philosophie aufgestellt. Ich glaube, als gesunder Mensch darf man nie aufhören, an Grenzen zu gehen, weil Grenzen sich automatisch selber verschieben tun. Das heisst, die Grenzen zeigen wir dann automatisch, wenn es nicht mehr geht. Da bin auch ich vernünftig nachher. Also vielleicht noch ein kurzes Wort zum Skifahren generell, zum Skisport. Es geht ja zurück, es tun weniger Leute Skifahren, es kommen nicht mehr die Jungen an. Was kann man da machen? Oder gibt es überhaupt eine Möglichkeit, um den Trend zu kehren? Ich muss ehrlich sagen, ich kenne die Zahlen nicht ganz genau, wie sich das entwickelt. Ich spüre nur,
dass der Schneesport, und ich rede jetzt nicht nur vom Skifahren, sondern kein Snowboard und alles, Slopestyle. Schau eigentlich so, was die grossen Disziplinen sind, die Olympischen Spiele. Was das für Typen sind. Das sind gesunde, junge Menschen, Athleten, die rausgehen in die Natur, die in die Berge gehen und sich amüsieren und nicht nur spielen. Und nicht nur Party machen am Abend, sondern Leistungen zeigen. Okay, und was erwarten wir noch von der Schweiz? Meinst du zum Beispiel, dass der Colonia noch mal eine Medaille hat? Also ich kann ja nur ein bisschen nachreden. Ja. Und der Iseppi hat mir gestern gesagt, er selber sehe niemand in dem ganzen Feld, wo der Colonia schlagen kann. Und ich glaube, er hat so eine Situation erarbeitet jetzt, dass alle hinter ihm anstehen. Und ich glaube, dass er sogar den 50er auch noch gewinnt. Aber das heisst doch, wenn man einen Unfall hat und das richtig macht und weniger trainiert, dann ist es besser. Das ist ja ein Unsinn. So etwas hat man überhaupt noch nie gehört. Weil so dominiert hat er nicht. Er ist immer der Nordzug gekommen und hat ihn da irgendwie verscheucht und so. Ich glaube, das ist der heikle Punkt im Spitzensport. Die Arbeit, das absolute Training, wird ja vorher gemacht. Das hat er auch gehabt, bevor er verletzt war. Nur hat der Spitzensportler den Mut nicht, sich rauszuziehen zum Spitzensport, ohne Resultat. Ganz ruhig bleiben, Kraft sparen, Energie sparen und dann zurückkommen und zuschlagen. Das heisst, vielleicht im Langlauf. Im Alpinen geht es natürlich nicht. Aber heisst das, dass neue Theorien kommen, dass man plötzlich jetzt neue Trainingsmethoden machen mit mehr Ruhephasen? Das sind nicht neue Theorien, die gibt es schon länger. Aber ich glaube eben, wir haben ja den Weltcup und da will man im Weltcup auch noch. Und das heisst, ja, im Weltcup dabei sein, wenn dann Olympia nicht geht, dann habe ich wenigstens einen Weltcup und so. Aha. Aber ich habe sehr oft miterlebt, dass Verletzte stärker zurückkommen als solche, die jeden Tag dabei sind. Okay, dann haben wir ja noch Chancen. Wir haben noch Verletzte, die antreten. Danke vielmals, Bernhard Ja, Rossi. Und wir hoffen natürlich noch auf Medaillen. Noch schnell, in Sochi. Roger. Ja. Wir müssen aufhören, es ist verdammt kalt geworden. Okay, ist gut. Obwohl wir am Meer sind. Du freust dich freue jetzt, mich, ja. okay, dass es Eis gibt oder ein bisschen Schnee. Okay, danke vielmals. Also, das war direkt aus Sochi, der Bernhard Rossi. Morgen im Club Kindsprobleme. Wie soll man mit denen umgehen, mit der Mona Fetsch? Da gibt es jetzt die Tagesschau. Die Sendung gibt es wieder am nächsten Montag. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann dabei wären. Gute Nacht und ganz eine gute Woche.